Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir fahren gerade weiter mit der Geschichte, also mit der realen Geschichte, weil da sind wir noch nicht fertig gewesen letztes Mal. Wir haben ja gesagt, der Frieden haben sie geschlossen, der Wenzel und die anderen, die haben angegriffen haben. Und jetzt, der Frieden hat nicht gehabt, natürlich, und 1394 haben sich die Landsherren nochmal getroffen, diesmal in Attabor. Und der Markgraf Jobst hat Unterstützung bekommen vom Meißner Markgraf Wilhelm und von dem von Verhandlungen mit seinem Bruder enttäuschten Johann von Görlitz. Die neue Koalition, wo sich diesmal auch zuerst einmal der Boris der Siebte, muss ich nochmal schauen, jawohl, der Boris der Siebte, der Ältere beteiligt, hat sich der König auf seiner Burg Zebrach getroffen, in den von den Höheradligen vorgelegten Forderungen hätten die aber alle wichtiger, sollen alle wichtige Ämter enthalten und damit das Land kontrollieren und verwalten. Auch dieses Friedensabkommen hat nicht lange gehalten. Wenzel inhaftiert der Markgraf Jobst und Bocek II von Podierbrat. Gegen andere, darunter auch der Riesenburger, soll ein Heer aufgestellt werden, angeführt von Borivotschewinai. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Falls jetzt da jemand aus dieser Region kommt, es tut mir sehr leid, keine Ahnung. 1395, oh, excuse. Noch ein bisschen Raucherhusten, der sich meldet. Ich muss noch einen Schluck Wasser nehmen. 1395 ist der Jobst entlassen worden und zu Verhandlungen zugelassen worden. Das jedoch auf Kosten vom Königsbruder Johann von Görlitz. 1396 hat Wenzel versucht, die Lage wieder in den Griff zu bekommen und hat seinen Bruder Sigismund um Hilfe gebeten. Und das ist jetzt genau der Punkt an dem, wo wir jetzt hier sind. Also, wir sind zwar jetzt in Böhmen 1403, das stimmt, glaube ich, nicht ganz überein. Obwohl, das sehen wir jetzt, kommt dann noch. Also, es kommt dann noch, aber wir sind in Böhmen 1403 und das war 1397 gewesen. Aber der Sigismund kommt hier im Spiel vor, der hat seine Truppen geschickt, wie der Meister Proper, habt ihr ja gesehen, das ist sein Kriegsfürst, sage ich mal. Es stimmt natürlich nicht, was ich jetzt gesagt habe. Ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. Wahrscheinlich einfach der Kommandant von der Truppe. Und das ist nachher das, was nicht gut ist, weil der Wenzel, sein Bruder, greift sozusagen der Sigismund hat der Wenzel ab, also der Wenzel hat den Sigismund gebeten, aber es ist natürlich ein bisschen falsch rausgekommen, weil es hätte nicht so sein sollen. Der Wenzel hat gefragt um Hilfe, hat sie bekommen. Durch seine Verhandlungen hat am 2. April 1396 ein weiterer Frieden geschlossen werden, wiederum zu den Gunsten von den böhmischen Landsherren. Nachher war es so, dass 1397 sich die Lage wieder verschärft hat. Der König neben den Mitgliedern vom Hohen Adel wieder seine Günstlinge im Niederadel bei der Verteilung von Posten berücksichtigt hat. Und so war natürlich wieder klar gewesen, dass die im höheren Adel gesagt haben, hey Alte, das funktioniert so nicht. Die neu entstandene Opposition unter der Führung vom mährischen Markgraf Prokop, der sich zum Ziel erklärt hat, gegebenenfalls die Günstlinge vom König unter Anwendung von Gewalt zu beseitigen, hat sich am Boris angeschlossen. Verhandlungen sind am 11. Juni 1397 durchgeführt worden auf der Burg Karlstein, falsch ausgesprochen. Die Interessen vom abwesenden König hat der Herzog Hanusch vertreten. Hanusch, haben wir auch, glaube ich, auch schon gehört. Hanusch, ja. Ich bin mir noch nicht sicher, wann das war. Hanusch war, weiß nicht mehr. Ist ja egal. Während der Verhandlungen haben die Abtrünnungen vom König die Ausgänge vom Verhandlungssaal mit Bewaffneten besetzen und haben 4 von den königstreuen Beratern in den Konferenzraum berufen. Sobald diese eingetreten waren, hat der Hanusch der eingetroffene Burkhard Strnada Stjanovic beschuldigt, ein Verräter zu sein, hat sein Schwert gezogen und hat ihn durchbohrt. Sehr interessant, sehr nett. Das sind etwa noch demokratische Vorgehensweisen.
Johann Michaelis von Michalowitz und Boris von Riesenburg haben sich dann auf die übrig gebliebenen waffenlosen Räte gestürzt und haben sie getötet. Lediglich der Markholz Frutic hat die Flucht gelungen, doch er ist kurz darauf gestorben, an seinen schweren Verletzungen. Daraufhin haben sich die Mörder zum König im Königshof und haben ihm die Tat gestanden. Wenzel hat die Nachricht über den Tod von seinen Anhängern apathisch aufgenommen. Einen Monat später hat er selber die ermordeten Räte im Verrat bezichtigt. So, der nächste Abschnitt ist 14. Jahrhundert. 1400, nicht 14. Jahrhundert, 1400 Abwahl. Zu dem kommen wir näher. Jetzt habe ich so 5 Minuten geschnurrt, das ist ja unglaublich. Ich hoffe, sagt mir bitte in den Kommentaren, ob es so okay ist oder ob ihr es kürzer wettet oder nur ein paar Sätze nicht daraus raus oder so Highlights vor Geschichte und nicht ganze Absätze vorgelesen. Sagt mir es. Oder soll ich am Anfang schnell Hurti, vielleicht ab der nächsten Folge, schnell Hurti so einen Fact einblenden? Das wäre vielleicht auch noch cool. Tut mir es besser gut in den Kommentaren schreiben. Wäre sehr froh darum, wenn wir ein bisschen Advice geben für das. Weil das schnurren wir hier erstens nicht zu tot. Wenn ihr das wollt, ist es okay. Aber vielleicht wäre es so eine coole Idee, einfach so einen kleinen so einen Satz, gerade am Anfang vom Spiel, also am Anfang der Folge, schnell so ein Fact. 1400er Fact. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, wir spielen jetzt, weil das haben wir ja in der letzten Folge gesagt. Haben wir völlig Lust drauf. Warum nicht? Jetzt bekomme ich sicher wieder auf... Spiel gespeichert. Und dann? Also Würfelspiele. Hilfe! Hast du im Glücksspiel frönen, kannst du dich in jeder Schenke, die etwas auf sich hält, im Würfelspiel Farkel versuchen. Das Gegnerfenster, dein Fenster. Okay, das Ziel des Spiels ist es, für 2 Spieler ist es, als erster eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. 6 Würfel werden geworfen und die Spieler wechseln sich ab. Punkte gibt es für jeden 1 oder 5, sowie für mindestens 3 gleiche Augen in einer Zahl. Also Punkte gibt es für jeden 1 oder 5, sowie für mindestens 3 gleiche Augen in einer Zahl. Ein Punkt wieder voll. Also 1 ist 100 Punkte, 5 ist 50 Punkte wert. 3 gleiche Augen sind 100 Punkte multipliziert mit dem Augenwert. Beispielsweise 3 mal 4 ist 400 Punkte wert. 3 mal 1 ist 1000 Punkte wert. 4 gleiche Augen sind das Doppelte der Punktzahl für 3 gleiche Augen wert. Also 4 mal sind 800 Punkte. Okay. Das ist 1600, bla bla bla. Die Anzahl Punkte, die du erzielen musst. Die bisher erzielten Punkte, Zwischensumme von Runden, Gesamtsumme für den ausgewählten Würfel. Das kann ich auf der Seite lesen. Okay. Das ist eigentlich nichts Schlaues. Das ist passend, glaube ich. Vermute. Würfel beiseite legen. Würfel beiseite legen. Das 5. Da. 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 Oder nicht? Hä? Sorry, was? Passen, kein Glück. Okay. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Das Ace. Das ist immer nicht mehr schlau. Punkten und fortfahren. Okay, ist sehr interessant. Finde ich cool. Das 3 tun wir auf die Seite. So, so. Was kann jetzt nicht? Ja. Okay, passen wir wieder. Was? Hure schräg. Alter.
Seite. Das war's für mich. Komm ich langsam nachher vielleicht, ich weiß nicht. Jetzt nehme ich den auf die Seite und den auf die Seite und den auch. Kann ich jetzt das nicht? Das ist jetzt komisch. Wieso kann ich jetzt... Den kann ich und den kann ich auf die Seite tun. Okay, Punkt. Fortfahren. Glück sollte man noch haben. Oder? Kein Glück. Fuck you. Ist doch gemacht zum Verlieren. Ja, klar! Er würfelt einfach mal schnell. Bringt nichts. Ein hure Dreckspiel. Das war eine Einführung, weiss. Jetzt ist es Nacht. Jetzt gehen wir gerade die bösen Leute verbrechen. Yeah. Hure schnell Nacht geworden. Irgendwie tue ich mich nicht. Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Es gibt sicher Ist eine es hure nicht noch etwas Beratscherei. früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlets war, aber in Ratay machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst, die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie 3-mal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Standen. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratay zu gehen. Hier, nimm die. Sehr gut. Dann müssen wir was heute ausrüsten. Die Fackel. Das ist leider das Falsche gewesen. Fackel, Waffen, Fackel, ausrüsten, zack, so, merci. Schöne. Folge Nachtigall. Was? Abgeschlossen. Leute die Glocke. Also wir gehen Glocken läuten. Die müsste da vorne sein an einem Ort. Ich verschiebe mich einfach mal dorthin. Wenn etwas Interessantes kommt, schalte ich wieder zurück. Bis nachher. Himmel, pass auf, wo du hingehst. So, da sind wir wieder. Wir sind wieder zusammengeschissen worden vom Vogt, weil er in uns gelaufen ist, nicht umgekehrt. Da mal noch die Leute. Händler schenken beim Marktplatz dicht machen. Das wird dort oben sein. Man sieht sich gleich wieder. Tschüss zusammen. Bis nachher. So, da sind wir. Das wird sicher sehr spannend. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Ah ja, ist klar gewesen. Also Logisch. wir Fuck. wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren, auf Säue und Prälaten. Die Folge geht länger als 15 Minuten, merke ich gerade. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell... Ja, das machen wir jetzt natürlich Der nicht. Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Ratay ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Da haben wir es, Herr Hanusch, genau. Ist er hier? Oder Da haben wir es. Das vorhin gesucht, die Doppel. Ich habe gewusst, dass das ist. Nein. Ich bin gerade nicht Dann sicher sind deine gewesen. Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört.
Nein, ich muss jetzt nicht kämpfen, schießt mich doch an. Verflucht, wieso? Haben wir das nicht können, diplomatisch regeln, der Double von Heinrich? Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch Tschüss zusammen. Merci. Tschüss, tschüss.